Haut 7. Ostersonndech begréisst ich aus der Kirch vun Nomach, méwer dro vunheit Sondesmass. Et sangen Chorallen Nomer a Christnich, Dirigentin an Organistin ass Marie-José Wirtchen. Sie spielt als Entrée Marche vum Charpentier. Donno sangener Esprit de Pentecôte vum Rétif, Messe du Peuple de Dieu vum Ogel, Christ be with me vum Rausdorn, Atme in uns Heiliger Geist vum Meunier, Eise Pap am Himmel vum Weiß, an als Schlusslied Ihr sollt ein Segen sein vum Rot. Duichel spielt als Sorti Fantasia vum Schütz. Bei mir Altor assistiert den Diakon Michel Bingen.
Am Numm vum Pap a vum Sohn a vum Hellige Geest. Amen. Den Herr sief mat Dich all. Leif Leiit heit zu Noma an der Kirch, a leif alle goe, déi da iwwer Medien mat dais verbonne siit. Töcht Christi Himmelfahrt an Peichten werdemer op den Hellige Geest, den de Jesus eis versprach huet. Wie d'Apostelen will noch mir mat Maria werden an am Gebiet ze summen stoen. Eier mat Geheimnis vun der Heiliger Mass feieren, will ma aneis goen. Ma gestien an, dat ma gefehlt hun, a biden den Herrgott Verzeihung. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, eis all als Schuld nolossen, as ein ewig Liewe schenken. Amen. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir bekennen, dass unser Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit ist. Erhöre unser Rufen und lass uns erfahren, dass er alle Tage bis zum Ende der Welt bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat. Er, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt, denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Wenn einer von euch leiden muss, soll es nicht deswegen sein, weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses tut oder sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott darin verherrlichen. Wort des lebendigen Gottes. So spricht der Herr, ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch, dann wird euer Herz sich freuen.
Den Herr sieft mat Dich. Aus dem Heiligen Evangelium um Johannes. Die Jesus huet an den Himmel opgekuckt, da gesot: Pap, stonnerst du, verherrlicht der Jung, fir dat die Jung dich verherrlicht. Weil du es ihm jo mocht gin iwwer all Mënschen, fir dat hin hinnen alles gëtt, was du ihm gin hues, ewigt liewen. Dat hei awer ass ewigt liewen, dat sie dich, den einzige richtige Gott, kennen, an denjenigen, den's du geschickt hast, Jesus Christus. Ich hun dich op dieser Erde verherrlicht, an dem ich dat Werk op en Anbruch tun, dass du mir zu merken gin hast. Verherrlich du mich, lo bei dir, Pap, mat dir an der Herrlichkeit, die ich bei dir hat, nach eier Welt bestehen huet. Ich und dene Menschen, die du mir an der Welt gin hast, dein nun bekannt gemacht. Dir hun sie geheiert, a mir hunst du sie gin, an sie hun sich und dei Wort gehall. Lo hun sie erkannt, dat alles, was du mir gin hast, von dir kennt. Die Wörter, die du mir gin hast, hun ich ihnen gin. Sie hun sie ugehol, an sie wirklich erkannt, dat ich von dir komm sinn, an sie geglebt, dass du mich geschickt hast. Ich froh für sie, ich froh nicht für die Welt, aber für die, die du mir gin hast, weil sie gehören dir, an alles, was mein das, als auch deint, aber dein das, als auch meint. Ich bin an ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr an der Welt, sie aber sind an der Welt, an ich komme bei dich. Evangelium von unser Herr Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, stirft Christentum aus? Guckt nimmen als Eidelkirchen. Manche engem dit dat dick am Herz, mir och. Si ma am Gang anzupacken. Den tschechischen Theolog Thomas Hallig huet de Buch herausgin mam Titel Die Zeit der leeren Kirchen. Freier gelt dir war alles ernst, du hat ma voll Kirchen, an Christentum hat Poids a Politik a Gesellschaft. Wie deif si ma gefallt sind da hier. E Blick an telle Schrift leiert ei sawer, dass den Zustand vun enger glorreicher, bret ugeluchter, vun allen unerkannter a gesellschaftlich gedrohner Volkskirch, wie man se bis 4 kurzem Kanton, net unbedingt den normalen Zustand ass, mé eichter d'Exception. Als Lesung aus dem Petrusbrief schwätzt du eng deitlich Spruch. Du geht riets, dass glewig finst Christus isoliert an ageengt, gemobbt a gestresst sinn, jo dat se leiden mussen, weil sie sich zu ihm bekennen. An dofir brauchen sie sich net zu schummen, am Gegenteil, sie grad dann selig zu preisen, weil sie Christus treu sinn. Nee, heiers keng riets, dat eng grandios, triumphierend an allgegenwärtig Kirch d'Wiesen vum Christentum soll ausmachen. Am Römerreich waren Christen ernst wie de Gro vum Volk. Se hunn sich deitlich ënnerscheet, sinn so zu Außenseiter ginn, an déi gi bekanntlich gär aggressiert, schief bekuckt oder ausgegrenzt. Aber an dem se sich ënnerscheet hunn, kom durch sie och e ganz andere Geest an dieser Welt zum Vierschein. Christen hunn der Welt wo bannen heraus een neue Geest vermittelt, neue Wand bruecht. Sie hunn ernst gelieft, sind ernst mat neen a mat außenstehenden Umgang, méi menschlich, méi respektvoll, an se hatte méi Hoffnung. Wohl goufe sie als weltfriem Gutmenschen verspott a gehasst, weil sie durch ihre Auflehnung vom Götterkult a vom Käserkult vermeintlich nicht zur Erhaltung vom römischen Imperium beigedroht hätten.
Iwer Jahrhunderten hunn die Glewig ënner de soe Bedingungen gelieft, politically total unkorrekt, an hunn trotzdem laufend Neianhänger fand. Mat der sogenannter konstantinischer Wende huet diesen Zustand opgehall, an das Christentum dun Staatsreligion an soziologische Phänomen fir se all ginn. A genie dat war net den Normalzustand méi d'Ausnahme. So könne mir heutig Zeitgenossen auch die aktuellen Transformationen so gewaltig a bedrohlich se auch ze sich hängen, als ein Übergang vom Ausnahmezustand an den Normalzustand betruchten. An der Lesung hummer heieren, dass man grad an eiser Außenseiter-Situation Undeel hunn Schicksal an Leben vu Christus. So wie an den Zeiten vom späten Römerreich befindt eis Gesellschaft sich an enger dever Sinnkris. Gene hei, wo glewig Mënschen eng iwwerzegend Botschaft unzubieden. An dës gëtt Manner durch direkt Missionären als wie durch ein christlich Leben, ein Alternativleben, glaubwürdig an attraktiv. Ma ginn als Kirch eng kleng Minorität, ma gi kleng Kommunitéiten. Ohne dass man dafür ein Komplex müsste kreen, wenn wir vom Message von Jesus Christus überzeugt sind, und damit auch überzeugend, zumindest für einen Teil von unseren Zeitgenossen. Wir Christen, hei, konkret, entwickeln notgedrungen ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl. Nicht nur, wenn wir am selben Kirchenraum sitzen, oder dieselbicht Mass Internet an Fernseh mat feieren. Oh, das viel mehr. Eis verbindt eise Glaven, an eis verbindt dat gemeinsam Gebiet. Vier Jesus geheire mat ze summen, simmer eng Dave Gemeinschaft. Wir reis all huete Jesus zu segem Pap am Himmel gebiet, ma hunnet am Evangelium heieren. Wie gut dedet ze wissen, ma sie nëtte leng an eisem Glaven, wie ma geheieren wéi eng Famill zoueinander a ma geheieren beihien. Dat spiere ma, wann ma ze Summe bierden a Gottesdienst feieren, so wie lo leifren. Eng zweet Stoßrichtung vum Evangelium. Do schwätzte Jesus vum ewigen Liewen. Ewig Liewen, dat as e grost Wut, an ich schon net mat gezielt, wie Dack ich dat schon zunter Ostren heieren oder geliest hun. An den Texter an diese Wochen kündet andauernd viel. Ma, wo dir ich schon einmal gefrot, wat ewig Liewen eigentlich bedeit. Schluss vom Glaubensbekenntnis her nur so majo, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wie wat mengt ewig Liewen, ganz konkret, ohne Sätze, die man auswendig geleiert hun. Ob dei froh gëtt je no dem viel Antworten. Ewig Liewen als eng Zocht Paradies am Himmel, dat eis num douder wät. Immer no bei Gott ze sinn, keng Surgen a keng Ängst méi, dofir Frieden a Glück an all Ewigkeit. Vielleicht muss man aber fir deich no Doudemol geläutert, gerengigt gin. Wie da wei Gericht oder Feichfeier sind hai an der christlicher Tradition dack ze heieren. Altlasten aus dem Liewen, begange Sünden, a Fehler musse fir deicht iwwerwonne gin, eier ma dat ewig Liewen beim Herrgott kreen. An andere Religionen gëtt Vorstellungen vun enger Reinkarnation oder Wiedergeburt, oft verbunden mat engem Moralsystem oder Karmasystem no Motto: Wie ne gut Liewe feiert, werd am nächste Liewen gut Bedingungen hunn. Vielleicht verband ihr nach einer Ideen a Gedanken mam ewigen Liewen. Dem Jesus sing Antwort am Evangelium haut klingt überraschend. Hier beschreibt dat ewig Liewen so: dass Menschen dich, den einzige wahre Gott, erkennen, an den Jesus, den du geschickt hast. Was soll dat heißen? Gott an den Jesus erkennen. Muss ich also ganz gebildet an formiert sein,
Mei Katechismus wissen, wie dat ich zur Gottes Erkenntnis firstoßen, a verstehen, wie Gott ass, an dann dat ewig Liewe kreen. Dann hätte vielleicht keine Chance. Als Kateches haut das Eischter schmalspurig. An die gescheitst Denker an Philosophen von allen Epochen kapitulieren für eine enger umfassender Beschreibung von Gott. Gott als die ganz anderen, den all begreifen a verstohlen übersteigt. Mir vielleicht as jo auch kennen, für als Christen nicht an erster Linie ein intellektuelle Viergang, me löst sich allosen an Rundtaschen und Geheimnis. Progressiv kennenlernen. Vielleicht erkennen ich Gott jo ein Stück mehr, wann ich schon hier gelebt, an ihm ein Platz am engem Leben gin. Da bedeutet ewig Leben no an no o Gott kommen. An dat fängt nicht recht um Dodun, mir schon hei an lo am engem Leben. Guck mal auch an d'Welt, op d'Schöpfung von Gott. Immer wann ich gesehen, wie großartig da das, wat Gott erschaf huet, bewundert als Flora a Fauna, lehren ich hier ein Stück kennen. An immer wann ich mich ihm vertrauen, aber bewusst as, dass hier für mich do as. An auch dann, wann ich einmal o Gott zweifeln oder ihm Vorwürfe machen. Jo auch dann lehren ich hier an als Beziehung zueinander irgendwie kennen. An noch wann ich Menschen begegnen, die mir etwas bedeuten, die mich unterstützen oder die ich unterstützen, komme ich Gott auf die Spur. Weil Menschen sind Ebenbilder von Gott, also ein etwas übertieren aus. Am Fong dauert der Furchen an Erkennen von Gott mein Leben lang. Und es geschieht allkehr von einer anderer, neuer Seite fort. Ewig Leben als Kennenlehre von Gott, das bedeutet dann auch, dat ewig Leben als nicht etwas, was mich irgendwie um Tod einmal erwähnt. Es tut für mich schon lang angefangen an das am Gang. Auch wenn mein Leben von Krisen markiert das. Ich darf darüber weggucken. Ich darf Hoffnung haben, auf viel wird sich sehen, ob dat, was das ewig Leben an dem Gott für mich brett hält. Für lo, und für später hin. So, liebe Brüder und Schwestern, geht doch als sich Leben immer mehr reich, Tag für Tag. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der Jesus wird für uns gebiert. Gestärkt durch sein Beispiel, biete mir auch lo. Für die Kirche, dass sie dem Jesus sein Freund an Einheit zusammen feiert. Herrgott, Herr Eis. Für all Ordensleit, dass sie ihrer Berufung treu bleiben, und für die Welt an die Kirche bieten. Herrgott, Herr Eis. Für die Vorrecht sichern, dass sie echt Zeichen vom Jesus begegnen. Herrgott, Herr Eis. Für uns Verstorben, dass sie den ewigen Frieden fanden. Herrgott, Herr Eis. Pap am Himmel, erheie uns Gebet, was wir unterschrieben durch den Jesus, der bei dir lebt und auch bei uns ist, an all Ewigkeit.
Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil und Sache. Herr und Gott, nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. Lass uns diese heilige Feier mit ganzer Hingabe begehen, damit wir einst das Leben in der Herrlichkeit des Himmels erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn nach seiner Auferstehung ist er den Jüngern leibhaft erschienen. Vor ihren Augen wurde er zum Himmel erhoben, damit er uns Anteil gebe an seinem göttlichen Leben. Darum preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Seigneur, Dieu
Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis vom Glauben. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir feiern das Mass speziell für die Verstorbenen von der Familie Gilberts Weber an für Annie Pütz. Nimm sie und alle, die einer Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Und zusammen mit dieser Choral wollen wir so beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt hat. Amen.
Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Geht ich in den anderen Zich vom Frieden an hört der Frieden mat bei ihr Matmenschen. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bitte dich, Vater, lass sie eins sein, wie wir eins sind. Alleluia.
Lasset uns beten. Erhöre uns, Gott, unser Heil, und schenke uns die feste Zuversicht, dass durch die Feier der heiligen Geheimnisse die ganze Kirche jene Vollendung erlangen wird, die Christus, ihr Haupt, in deiner Herrlichkeit schon besitzt, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.
d'Eucharistie gefeiert mat der christlicher Gemeinschaft zu Nomach. De nächste Sonntag peischten iwwer Dromandmass vun Ölwen. An lo schalte mat zrick an den Studio.